er sieht alles. So, und jetzt kam die Frau. Und ich habe sie mittags gesehen bei der Pause, oder bei der ersten Pause, bin zu ihr gegangen, ich habe sie gefragt und so weiter. Ich habe gesagt, gut, heute Mittag werde ich für sie beten, bei der Pause. Aber meine erste Frage ist, wann war der letzte Beichte? Weil mit Sünde jemand lebt, kann Gott nicht heilen. Das muss euch alle klar sein. Auch wenn du sagen darfst gehen, gibt es keine Absolution persönlich. Die Sünder bleiben für immer. Sie werden jährlich zweimal Buße darf gehen und glauben und denken, oh, ich brauche nicht beichten. Die Sünder bleiben und sie sind im Herzen voller Dreck. Noch schlimmer als wie Schweinestall. Waren Sie schon mal im Schweinestall? Ja. Ich habe die Kloster daraus angeguckt. Das stinkt sehr, ne? Aber das ist Schweinestall. Und so stinkt drin. Aber außen so schön gemacht. Bringt es nicht. Alles klar? Ja. So, ich habe mit der Frau gesprochen und habe gesagt, sie kann nicht so gut Englisch, aber ein bisschen schon, aber Sri Lanka-Sprache kann ich auch nicht. Aber wenn ich braun bin, ich kann nur Indisch. Und so habe ich sie zum Beichten geschickt. Und sie hat gebeichtet. Dann sah sie schon besser aus, ihr Gesichtsausdruck. Wie schnell der andere mit Störungen wegfliegt. Habt ihr gehört? Er muss fliehen. Solange wir in Sünde leben, der kommt immer zu uns, weil uns schlecht geht. Überarbeitet oder Problem, vielleicht Arbeitsplatz oder mit Kindern, Ehepartner und dann kommt der andere zum Stören. Da kommt er schneller rein. Solange wir mit Gott leben ohne Sünde, da kann er nicht rein. Weil wir haben ja Fenster und Tür alles zugemacht. Da bringt er viele Sachen zu uns. Zum Beispiel, Geist hat Jesus in der Wüste geführt. Habt ihr auch schon mal gelesen? In der Wüste geführt. Und 40 Tage hat er nichts gegessen. Und er war schwach. Er war sicher auch, er hat auch Hunger gehabt. Jetzt kommt der andere, von einer Firma. Und was hat er gemacht? Er hat gesagt, er hat gewusst, jetzt kann ich dran. Aber bei Jesus nicht, nur bei uns. Versteht ihr? Aber er ist hingegangen und hat gesagt, du kannst wenn du wirklich wahrer Gott bist, du kannst diese ganzen Steine auf den Steine Brot machen und essen. Der Teufel hat nicht gewonnen.